Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giro. Ich bin Standortleiter hier in der Silvan Church. Es ist unser Anliegen als ganze Kirche, dass du durch diese Message Gott tiefer kannst kennenlernen und ihm kannst begegnen. Herzlich willkommen. Ja, was denkst du, was ist das meist abbildete Symbol weltweit? Ist es echt das Smiley, das man ganz viel verwendet im WhatsApp hinein? Nein, das meist abbildete Symbol weltweit ist das Kreuz. Wir haben das Kreuz an ganz vielen Orten, ganz aktuell. Fußball-Weltmeisterschaft, irgendein Torjubel wird das von unseren Starspielern, Manzambi und Vargas, wo ihren Glauben so bekennen, mit dem Torjubel zeigen sie das Kreuz. Wir haben das zum Teil auch auf den Kirchen, jetzt bei uns nicht, aber Kirchentürmen, auf Berggipfeln haben wir all diese Kreuze. Und auch Menschen, die jetzt, nicht so viel mit Glauben am Hut haben, haben es zum Teil auch am Hals. Jetzt gibt es irgendjemanden von euch, der ein Kreuz am Hals hat, als Halskette. Ein paar, ja, da hinten sehe ich, doch auch einige. Sehr gut, genau. Interessant ist ja eigentlich bei diesem Symbol, beim Kreuz, dass das ursprünglich das grausamste Folter- und Mordinstrument war, das es gegeben hat. Also die Römer, die haben das gebraucht, die haben den Nägel durch die Nervenbahnen vom Handgelenk durchgetrieben. Wenn du dir mal mit dem Hammer eins auf den Finger oder auf den Daumen gehauen hast, dann weißt du, was das ungefähr heisst an Schmerz, also nur ansatzweise. Und sie haben die Menschen am Kreuz wirklich elendiglich langsam ersticken und verrecken lassen. Und es war so schlimm, das Kreuz, so schändlich auch, dass kein Römer, egal was er gemacht hat kein Römer dürfen am Kreuz sterben. Jetzt, wenn wir das Mordinstrument, das Kreuz, das so grausam ist, so unvorstellbar grausam, wenn wir die heutigen Hinrichtungsmethoden würden verwenden, so wie wir das Kreuz am Hals verwenden, oder? Wie würde das absurd aussehen, oder? Hättest du irgendwie eine goldige Guillotine um den Hals? Oder hättest du irgendwo eine Giftspritze auf dem Kirchenturm oben? Oder einen elektrischen Stuhl im Kirchenfenster rein? Wäre irgendwo komisch. Aber genau das war das Kreuz gewesen. Und noch viel merkwürdiger, wir feiern auch heute den Tod am Kreuz, an diesem schändlichen Kreuz, in dem wir zusammen essen. Musst du dir mal vorstellen, du nimmst deinen Nachbar mit oder erklärst deinem Nachbar, wir feiern das Kreuz, in dem wir zusammenkommen und zusammen miteinander essen. Das ist irgendwie komisch, oder? Ich weiss nicht, wie es dir so in dem hineingeht. Und wir möchten heute auch anschauen, warum ist Jesus am Kreuz gestorben. Wir möchten es gerne verbinden auch mit dem Abendmahl, wo erklärt, erst aus der Sicht vom Kreuz werden wir das Abendmahl verstehen. Das Herzstück von unserem Glauben. Wir verbinden die Sachen miteinander heute. Was ist eigentlich am Kreuz passiert? Und wie können wir uns das Kreuz, Jesus am Kreuz, wie können wir das im Abendmahl erleben? Um das geht es heute. Der erste Punkt, den wir anschauen möchten, ist, warum hat Jesus müssen sterben? Also das Problem mit dem Kreuz. Stell dir vor, ich nehme dich, Eva. Stell dir vor, ich und Eva, wir haben einen Streit. Oder? Du sagst, hey Alex, du hast mir 300 Franken ausgelehnt und hast es noch nicht zurückgegeben. Du hast es mir nicht zurückgegeben. Und dann sage ich, ja, nein, wir haben doch nur 50 Franken abgemacht. Ist doch nicht so eine Sache, oder? Und
oder, das ist, wenn es jetzt wirklich so passiert ist, dass ich 300 Franken von Eva ausgelehnt habe und es nicht zurückgezahlt habe, dann ist das nicht einfach ein subjektives Gefühl, oder? Im Sinne von, hey, ist doch nicht so eine Sache, oder? Macht ja jeden, oder? Tu doch nicht so blöd, nicht so geizig, oder? Ist doch nicht so eine Sache. Sondern es ist etwas Reales, etwas Objektives. Und genau da ist der Haken im Ganzen, oder? Was auch passiert ist. Es langt nicht, dass ich jetzt einfach zu Eva gehe und sage, Eva, ich verstehe dich total. Es muss richtig wehtun, dass ich dir 300 Franken einfach so weggenommen habe und nicht zurückgezahlt habe. Aber hey, oder ich rede ein bisschen nett, ein paar freundliche Worte, sage, hey, komm, schwamm drüber. Ist doch nicht so eine Sache, oder? Wie würde sich die Eva fühlen? Wie würdest du dich fühlen? Betrogen, genau. Es ist eine reale Schuld und es verschwindet nicht, indem ich einfach ein bisschen nicht rede oder ein bisschen die Sache klein reden tue. Und was ist dann, wenn etwas passiert ist, was viel schlimmer ist als 300 Franken? Oder was ist, wenn ich wieder 300 Franken von der Eva auslehne und nicht zurückzahle? Was ist, wenn ich wirklich Missbrauch erlebt habe, wenn mir Schmerzen zugetan worden ist, wenn mir etwas angetan worden ist, wenn mir etwas gesagt worden ist, was mich verletzt hat, wenn etwas passiert ist in einer Beziehung an Untreue, an Ungerechtigkeit? Ja, was sage ich denn? Ich will Gerechtigkeit. Ich will, dass das ans Licht kommt. Ich will, dass das gezahlt wird. Ich will, dass das wieder in die Ordnung kommt. Und nicht einfach so, ja, wir können jetzt ein bisschen nicht miteinander reden. Und stell dir vor, du bekommst so eine Verletzung über. Es ist etwas an dir passiert. Und jetzt sagt einfach der eine, ja, vergessen was. Und stell dir vor, es passiert dir das zweite Mal und jemand sagt, ja komm, vergessen es. Das ist nochmal ein Schmerz, nochmal eine Verletzung. Das ist noch viel schlimmer, oder? Dass das, was mir angetan worden ist, dass das klein geredet wird, dass das banalisiert wird, dass das nicht ernst genommen wird. Und jetzt ist die Frage, wie lösen wir das Problem von der Schuld? Wie lösen wir das? Wenn es nicht eine subjektive, sondern eine reale Schuld, und ich glaube, wir können alle sagen, es gibt reale Schuld. Wie lösen wir das? Und ganz viele Kulturen hat es einfach Rache gegeben, dass man es zurückgezahlt hat. Und das kennen wir ja auch, dass wir innerlich offene Rechnungen haben. Oder? Sachen, die weit zurück passiert sind und sagen, das ist mir angetan worden. Und ich zahle es zurück. Ich erinnere mich daran. Ich werde es wieder vorbringen. Gottes Lösung für alle erlittene oder verursachte Schuld ist das Kreuz. Oder Gott von der Bibel übersieht nicht einfach das Böse und oder einfach so ein als ein liebender Gott. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, das hast du jetzt halt da. Aber bist halt ein bisschen auch selber ein Armer gewesen. Oder Gott ist ein Gott von der Liebe, das ist er. Aber er ist auch ein Gott von der Wahrheit, von der Gerechtigkeit. Und er ist nicht einfach einer, der ein bisschen lieb ist und einfach ein bisschen über alles hinschaut. Und dass Gott ein Gott von der Liebe und von der Gerechtigkeit ist kein Widerspruch. Das ist sein Wesen. Stell dir ein zweites Bild vor. Stell dir einen Richter vor, angesehener Richter in der Stadt hinein, und sein Sohn wird schuldig, wird irgendwo aufgabelt und hat etwas da und ist schuldig, hat irgendwo einen Menschen verletzt und kommt vor den Richter, kommt vor seinen Vater an. Stell dir vor, sein Vater würde einfach sagen, das ist mein Sohn. Ja, wir müssen Verständnis haben. Oder? Ich bin nicht immer oben gewesen, ist jetzt halt ein bisschen schief rausgekommen, wir müssen Verständnis haben. Und komm, wir erlernen es ihm. Ich meine, jeder macht mal irgendwo so ein Zeichen. Oder? Was würde mit dem Richter passieren? Niemand würde mehr zu dem Richter gehen. Also vielleicht die Schlimmen schon, aber alle anderen nicht. Er wäre seinen Job los. Er wäre kein Richter mehr, weil er einfach irgendwie die Wahrheit bügt. Und stell dir jetzt vor, der Richter leitet seinen Talar ab, kommt von seinem hohen Thronstuhl runter, geht zu seinem Sohn und zahlt die Schuld. Und dann ist die Gerechtigkeit, die Schuld ist gezahlt, obwohl der Sohn nicht hat büssen.
Und das Interessante ist, bei Gott kommt beides zusammen. Gott hat einerseits die Schuld gezahlt und hat aber auch die Schuld auf sich genommen. Als hätte er es gemacht. Die Botschaft vom Kreuz ist, Richter und der Zahlende sind die gleichen, Jesus Christus. Oder wenn wir spüren, und ich glaube, wir spüren das, Schuld ist nicht einfach immer subjektiv, sondern kann wirklich real sein. Und dann ist die Frage, wie kann das wieder gut gemacht werden? Und dann ist die Frage, wie kann ein gerechter und gleichzeitig liebender Gott existieren, ohne dass beides auf der Strecke bleibt? Und dann sehen wir, am Kreuz kommt beides zusammen. Am Kreuz kommt Gottes Sehnsucht für Gerechtigkeit. Gott ist für dich, wenn dir etwas angetan worden ist. Gott ist für die, wo Schlimmes passiert ist, die Armen, die Unterdrückten. Gott hat eine riesige Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Aber er hat auch eine riesige Sehnsucht nach Liebe, nach Vergebung, nach Erlösung. Und das kommt, am Kreuz kommt das zusammen. Und wir möchten 4 Bilder anschauen, nicht abschliessend das Kreuz erklären können, aber einen Teil vom Kreuz erklärt. Das erste Bild, das wir haben, ist das Bild von der Sühne. Das Wort brauchen wir vielleicht nicht mehr so, oder? Aber das ist das Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist. Zur Vergebung von aller Schuld. Und früher hat es Kulturen gegeben, wo wenn irgendetwas passiert ist, das ist ein Schäfli da, ein Lamm, so, wo irgendetwas passiert ist, dass man das irgendwie ein Opfer gebracht hat, um es zurückzuzahlen. Und auch das Volk Israel kennt das. Das Volk Israel, wo ein Tier geopfert hat. Und es ist nicht so, dass Gott jetzt irgendwie ein Tier braucht oder Blut braucht, sondern es ist ein Bild gewesen, dass das, was dem Schaf passiert, das hätte eigentlich mich treffen. Ich hätte eigentlich sterben. Ich hätte eigentlich getrennt sein von Gott und die Schuld auf mich nehmen. Und stellvertretend übernimmt jetzt das arme Schaf meine Schuld. Stellvertretend für mich. Und Johannes, der Täufer, sagt über Jesus, Johannes 1,29 heißt es, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Schon 700 Jahre, bevor Jesus auf die Welt kam, hat der Jesaja gesagt, er ist durchbohrt worden um unsere Missetat willen. Er hat die Strafe, ist auf ihn gelegen, damit wir Frieden haben. Er hat stellvertretend getragen, was wir nicht tragen können. Jesus ist das Lamm Gottes, das stellvertretend für uns sein Blut ausgegossen hat. Dann haben wir noch ein weiteres Bild, das Bild von der Versöhnung. Egal wie, egal was ich gemacht habe, Gott macht den ersten Schritt. Wenn du sagst, hey, ich erlebe Gott nicht, ich weiß gar nicht, ob er für mich ist, dann kann ich dir sagen, am Kreuz zeigt sich das. Er macht den ersten Schritt. Er ist auf die Welt aber gekommen. Er ist aktiv ans Kreuz gegangen. Und er hat sogar gesagt, am Kreuz, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Keine billige Vergebung, sondern Jesus ist sich bewusst gewesen, den vollen Preis zu zahlen für uns. Und er streckt seine Hand dir aus, wie das Bild, und sagt, ich habe eine Sehnsucht nach dir. Ich will dich aus deinem Sumpf raus, wo du drin bist, möchte ich dich rausziehen. Ich möchte dich frei machen. Ich möchte dich erfüllen mit einem Glück, das du nur bei Gott finden tust. Und es fängt bei Gott an. Dann haben wir das dritte Bild, das Bild vom Sieg. Da haben wir wieder eine Fußballmedaille. Ich habe das mit meinem Sohn da abgestaubt. Das Bild vom Sieg. Die Ketten sind gesprengt. Kolosser 2, 14 bis 15 steht,
Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und auf ewig vernichtet. So wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Oder damals, die Leute haben gedacht, es ist fertig, das Schlimmste, was passieren kann, bloßgestellt, verurteilt, am Kreuz sterben. Und das Kreuz ist der grösste Sieg, ist der Sieg über den Tod. Es ist der Sieg über die Trennung von Gott. Es ist der Sieg von der Macht von der Sünde. Wir stehen, wenn wir in Jesus sind, nicht mehr unter dieser Macht. Wir sind frei. Und es ist ein riesen Sieg. Ja, und 1. Johannes 1,4 heißt, 4,4 heißt, der Geist, der in euch lebt, ist größer als der Geist, der die Welt regiert. Das ist ein Satz zum Mitnehmen. Der Geist, Jesus, der in mir inne wohnt, ist größer als alle Mächte in dieser Welt, wo wir manchmal das Gefühl haben, es artet aus. Hat es irgendjemand im Griff? Ja. Jesus hat den Sieg errungen am Kreuz und sagt, ich habe die Mächte entwaffnet. Ich habe sie bloßgestellt. Sie haben keine Macht mehr. Und im Markus-Evangelium stirbt Jesus mit einem lauten Schrei. Und es ist gut möglich, man weiß nicht, was für ein Schrei das war. Es ist gut möglich, dass das ein Siegesschrei war. So wie bei einem Torjubel. Ich weiß nicht, ob du Fußball geschaut hast, oder? Wenn ein Tor geschossen wird, sind alle am Aufkumpeln, am Schreien. Die einen noch ein mehr, die anderen ein weniger. Es war ein Siegesschrei, um zu sagen, es ist vollbracht. Das Kreuz ist nicht Niederlage, sondern es ist der grösste Sieg der Menschheitsgeschichte. Der Sieg über den Tod und der Sieg über die Trennung von Gott. Und das vierte Bild vom Kreuz, das ist mein Pass. Der sieht nicht so aus wie ein Schweizer Pass, ist es auch nicht. Das ist ein englischer Pass. Ich habe den englischen Pass einfach geschenkt bekommen. Meine Mutter ist Engländerin und da habe ich gefunden, ja, ich mache einen englischen Pass. Den habe ich, ohne dass ich irgendetwas verdient habe, bin ich jetzt ein englischer Staatsbürger. Ich das mal da unten an. Ich kann es sonst mal anschauen. Er hat ein wunderschönes Bild von mir, wo ich noch jung bin. Sogar meine Haare ein bisschen blond gefärbt. So. Wir bekommen am Kreuz eine neue Identität. Aus Finden werden Kind Gottes. Epheser 2,12 heißt, früher wart ihr Gott fremd. Ja, seine Feinde. Oder man könnte auch sagen, ihr habt keine Beziehung gehabt. Jetzt aber hat er euch, die ihr tot wart, durch eure Verfehlungen mit Christus lebendig gemacht und euch einen Platz in seiner Nähe gegeben. Bemerkenswert, ich weiß nicht, ob es da aufgefallen ist, aber die Zeitform. Es heißt nicht, er wird geben, sondern es heißt, er hat gegeben. Oder am Kreuz hat Jesus nicht einfach deine Schuld gezahlt gegenüber Gott, sondern noch viel mehr. Er hat dir seinen Platz gegeben. Seinen Platz bei Gott hat er dir gegeben. Und jetzt, das ist wichtig, du bist von Gott so geliebt, als hättest du das Leben gelebt, wo Jesus Christus gelebt hat. Ist Gott zufrieden mit Jesus? Absolut. Genauso ist er mit dir in Jesus zufrieden. Hat er Freude gehabt an Jesus? Absolut. Genauso hat er Freude an dir. Hat er eine grosse Liebe gehabt für Jesus? Absolut. So hat er auch eine riesen Liebe für dich in Jesus. Glaubst du das? Glaubst du, ich sage es nochmal, du bist von Gott so geliebt und angenommen, als hättest du das Leben gelebt, wo Jesus gelebt hat. Das ist Annahme. Das ist Rechtfertigung. Das passiert am Kreuz. Oder die Schuld, die wir
wir sind ja Menschen und wir machen alle Fehler. Aber die Schuld ist nicht dort, wo ich zu Jesus umkehre, auf Null gesetzt und jetzt musst du im Fall aufpassen, oder? Jetzt musst du dir Mühe geben. Sondern nein, es ist alles gezahlt. Du bist nicht mehr unter der Macht von der Schuld. Alles ist gezahlt. Wir sind nicht mehr Fremde von Gott, wir sind nicht mehr Arbeitgeber, wir sind nicht mehr Bettelnde, wir sind Söhne und Töchter von ihm. Und ich weiss, wie hast du das schon oft gehört. Aber wenn du ans Kreuz schaust, dann ist das Bild, du hast eine neue Identität bekommen. Und dann Römer Kapitel 8, Vers 1, kommt der Hammer Vers, wo es heisst, jetzt gibt es keine Verdammnis, keine Verurteilung. Hör auf, dich selber zu verurteilen. Mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Wir haben 4 Bilder angeschaut. Das Bild von der Sühne oder vom Schattenersatz, Versöhnung, Sieg, da mit der Goldmedaille, da ist die Versöhnung, Gott streckt seine Hand aus und eine neue Identität. Und jetzt, wie erinnern wir uns an das grosse Ereignis, wo mehr ist als einfach eine bloße Erinnerung. Das soll ja mehr sein. Mehr als eine Erinnerung an ein historisches Ereignis. Wie können wir das Kreuz, was passiert ist am Kreuz, wirklich erfahren, erleben, anlangen? Und Jesus hat uns tatsächlich etwas gegeben, was wir erleben können. Und das ist das Abendmahl. Stell dir vor, so eine Szene wie in unserem Raum Marrakesch, wir haben so einen wunderschönen Raum mit Küsse und so. Stell dir so eine Szene vor, eine Lounge, Jerusalem, das Passafest steht bevor und die Stimmung ist so sonderbar irgendwie aufgeladen. Und Jesus lädt seine Freunde ein, um mit ihm zusammen zu Nacht essen und er weiß genau, was jetzt kommt. Einer von diesen Männern am Tisch wird ihn verraten. Und darum heißt es auch, Lukas 22,15 sagt Jesus, mit Sehnsucht habe ich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Er nimmt das Brot, bricht es, hat das Brot dafür genommen, das Brot, er bricht es und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und er hat auch den Kelch genommen, mit dem Wein drin. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Er weiß um den Verrat, er weiß um den Tod, er weiß ums Leiden, er weiß um die Trennung von Gott, wo noch viel schlimmer ist als jede körperliche Verletzung. Und doch sagt er uns, wiederholt das jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, als Erinnerung von dem, was am Kreuz passiert ist. Und 5 Sachen passieren im Abendmahl, wo wir erst verstehen, aus den Bildern, aus diesen 4 Bildern aus dem Kreuz raus. Und ich möchte die Bedeutung vom Abendmahl mit euch anschauen, weil oft haben wir so das Gefühl, ja, Abendmahl, wir machen das einfach irgendwie so, es wiederholt sich, ein Ritual. Aber das Abendmahl hat so viel Power. Und ich werde euch das in 5 Bilder, 5 Bedeutungen überbringen. Die erste Bedeutung ist, das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl. Wir erinnern uns an die Rettungsaktion von Jesus am Kreuz. Oder der gebrochene Leib, sein Körper, den er hingegeben hat am Kreuz. Und auch der Wein oder der Traubensaft, sein Blut, das er ausgegossen hat an unserer Stelle. An das erinnern wir uns. Und so wahr wir das Brot essen, so wahr ich das Brot in meinem Maul schmecke, so wahr ich das anlangen kann, so wahr ist es, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, so wahr ich den Traubensaft trinke und er da runterblärt, wir haben natürlich nur ein bisschen, so wahr ist es auch, dass er sein Blut ausgegossen hat. Es ist nicht so, dass Brot und Wein sich verwandeln in den Leib von Jesus, wie es Katholiken feiern. Das ist ein Übersetzungsfehler. Sondern es ist, zum sagen, das ist ein Sinnbild auf das, was Gott da hat. Aber wir können es anlangen. So wahr oder so real ich das Brot in der Hand habe, so real ist es gewesen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist.
Und das Gedächtnis ist mehr als einfach eine Erinnerung an einen schrecklichen Tag, sondern es ist ein Erinnern an den Sieg. Dass wir zusammen sagen, wir haben den Sieg, wir stehen auf der Siegerseite. Egal, was dein Chef macht, egal, was für einen Nachbarstreit du hast, du bist auf der Siegerseite. Und das erinnern wir uns immer wieder. Und es ist nicht einfach ein Leiden von einem Fremden, der am Kreuz gestorben ist, sondern es ist das Leiden von dem, der dich leidenschaftlich liebt und wirklich alles gegeben hat, um dich zu haben und zu deiner Familie gemacht hat. Das zweite Bild, das wir haben im Abendmahl, es ist ein Bundesmahl, ein Bund, ein Mahl vom Bund. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist Gott ganz eine neue Verpflichtung eingegangen mit uns. Oder im alten Israel, Volk Israel, wo sie im Sinai sind, hat Gott mit ihnen auch einen Bund geschlossen. Und hat gesagt, ich werde euch segnen, das ist mein Teil, aber euer Teil ist auch, dass ihr gehorsam sind, dass ihr mir nachfolgt, dass ihr das macht, was ich sage. Und sie sind immer wieder daran gescheitert. Und der neue Bund, das ist so eine einseitige Zusage, wo Gott auch von sich aus sagt, wo er seine Hand ausstreckt und sagt, ich sage dir zu, ich will dir immer treu sein, wenn du zu mir kommst. In jeder Lage, egal was, das, was ich für dich kann, das gebe ich dir. Ich glaube, es ist noch wichtig, oder? Wir haben oft manchmal auch als Christen so ein Bild, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, neuer Bund, toll, super, aber jetzt müssen wir uns anstrengen. Und ich habe euch so eine Liste mitgebracht. Es gibt so den Weg von der Leistung. Oder Glaube an Jesus Christus, halt seine Gebote und dann ist Gott mit dir zufrieden. Dann hat er dich angenommen. Aber das ist nicht das, was Gott uns verheißen hat in dem neuen Bund. In dem neuen Bund, der Weg von der Gnade heisst, Glaube an Jesus Christus. Und du bist angenommen. Und aus dieser Beziehung heraus wirst du wollen, den Willen von Gott einhalten. Aus dieser Liebe heraus willst du mit Gott unterwegs sein. Aber es ist zuerst seine Annahme. Es ist zuerst seine Vergebung. Und der Kelch ist so ein Zeichen von diesem Bund. Und wir sagen, ich verdiene nicht meine Vergebung, sondern ich nehme an, was schon lange für mich gezahlt worden ist. Ich bekomme das, was schon lange für mich zugesagt worden ist. Das dritte Bild. Wird langsam heiß, ich muss da immer wieder ein bisschen trinken. Das dritte Bild ist ein Verkündigungsmahl. Was für eine Message können wir einander erzählen im Abendmahl. In 1. Korinther 11,26 heißt, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt, das ist die Message, ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Oder manchmal wissen wir im Kopf hinein, dass Gott für uns ist. Aber es fühlt sich einfach nicht so an. Oder wir haben Zweifel, meint es Gott wirklich gut für mich? Hat er einen Plan für mich? Sagt er mir etwas? Ist es ein Gott, der redet? Und den brauchen wir das Abendmahl. Den brauchen wir auch die Zusage voneinander. Und darum ist es auch etwas Wertvolles, das auch in den Kleingruppen zu feiern. Zum zu sagen, hey, so real, wie wir das Brot essen, so real ist es, dass Gott für dich ist. Der Bund, den er mit dir geschlossen hat, das Blut, das er vergossen hat, ist für dich. Er ist für dich. Und er hat das zugesagt. Sprecht einander die Vergebung zu, den neuen Bund in dem Blut von Jesus, das er vergossen hat. Ich sehe, ich bin eigentlich recht begeistert. So schnell am Reden, dass ich mich verhaspele. Oder versteht ihr? Manchmal zweifelt man und unser Herz sagt, ja, ich weiß nicht so recht, wie das rauskommt. Und dann braucht es Leute, die rund um uns herumstehen und sagen, das ist die Wahrheit, Gott ist für dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Er ist für dich. Und manchmal müssen wir es sogar selber laut aussprechen, wenn wir es unserer Seele zusprechen und sagen, wir sind sein Kind. Das ist die Wahrheit.
Vierte Bedeutung vom Abendmahl, es ist ein Gemeinschaftsmahl, wo wir zusammenkommen. Oder Glaube ist für viele etwas Privates. Ich glaube einfach so, innerlich. Und Gott anbeten können wir allein, wir können beten allein, wir können die Bibel lesen allein, aber das Abendmahl feiern kannst du nicht allein. Das ist ein Gemeinschaftsmahl, wo du zusammenkommst und zusammeneinander das zusprichst, was Jesus am Kreuz da hat. Es ist auch etwas, was man sehr gut in der Kleingruppe feiern kann, wie wir zur Nacht essen und sagen, hey, wir feiern das, was Jesus am Kreuz da hat. Epheser 2, 13, 14 heisst, ihr wart fern, seid durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat uns beide eins gemacht. Er hat uns zusammengeführt. Und manchmal hilft es auch, zu sagen, ich bin nicht nur mit Gott versöhnt, sondern auch mit dem Nächsten. Und vielleicht sagst du, der links oder rechts von mir, ja, der passt mir irgendwo nicht so. Und ich weiss nicht so, was gut mit mir meint. Ich kann schon mal anschauen, der links, oder? Oder manchmal haben wir so ein bisschen, aber das Abendmahl, das führt uns zusammen. Zu sagen, wir sind Geschwisterteam. Wir gehören zueinander. Auch wenn der andere eine krumme Nase hat. Auch wenn er vielleicht ein bisschen laut ist. Das ist etwas, das zusammenführt. Zu sagen, wir sind füreinander. Das fünfte Bedeutung ist, es ist ein Hoffnungsmahl. Wenn du rausschaust in die Welt raus, dann passieren ganz viele schreckliche Sachen. Streit, Zerstörung, vieles, was nicht gut läuft. Und mit dem Abendmahl verkündigen wir den Tod und die Auferstehung von Jesus, bis er wiederkommt. Bis zu dem Ziel, wenn er uns zu sich holt und wir real mit ihm zusammen das Abendmahl feiern. Und er sich darauf sehnt. Und das ist der Sieg vom Kreuz, wo wir noch nicht vollständig sind. Aber jedes Mal, wenn wir das nehmen, dann sagen wir, der Tod ist überwunden. Jesus hat den Sieg. Wir stehen auf der Siegerseite. Das Abendmahl ist ein Blick nach vorne. Es ist eine Hoffnung, zu sagen, es kommt gut. Es kommt gut. Vielleicht musst du das auch einem anderen zusprechen, zu sagen, ja, das Böse nicht zu, aber das Gute auch. Wir werden den Sieg einfahren. Jetzt noch nicht sichtbar. Aber im Abendmahl machen wir sichtbar, dass Jesus den Teufel, den Tod, die Macht von der Sünde überwunden hat, bloßgestellt hat. Und darum haben die Gläubigen auch schon im 1. Jahrhundert in der Verfolgung hinein das Abendmahl gefeiert. Als ein Hoffnungsmahl. Im Gefängnis inne, am Sterbebett, das Abendmahl gefeiert, zu sagen, der Tod ist nicht die Antwort. Das Leiden, das ist nicht das Ende. Sondern wir haben etwas, wir haben eine Hoffnung, die grösser ist als jede Dunkelheit. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt praktisch mit dem Abendmahl, wo wir ja miteinander zusammen feiern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, um dir zu sagen, du musst dich nicht genug gut fühlen. Sondern es geht darum, dass du nicht irgendwo Leistung bringst, sondern dass du sagst, ich brauche Jesus. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche seine Hilfe. Ich brauche seine Wahrheit. Ich brauche den Zugang. Und das ist, am Kreuz ist dir das geschenkt. Der Zugang zu Gott. Und trotzdem fordert uns die Bibel auf, uns zu prüfen im Abendmahl inne. Nicht, um sich irgendwo ständig zu hintersinnen oder irgendwo sich fertig zu machen, sondern ehrlich zu sein. Wo gibt es etwas, wo ich mit dem Nachbarn links oder rechts noch zuerst bereinigen muss? Oder wo bin ich selber mit Gott? Wo laufe ich in eine Richtung hinein, wo ich weiss, das kommt nicht gut raus, aber ich will einfach. Ich will das jetzt auch. Ich will einfach die Beziehung haben. Ich weiss, dass Gott das nicht gut findet. Bis ehrlich im Abendmahl. Frag Gott, gibt es etwas, wo ich umkehren davon? Oder das Abendmahl ist nicht für Menschen, die es im Griff haben. Es ist das Abendmahl für die, die sagen, ich habe es nicht im Griff. Und ich brauche einen Gott, der für mich ist und eine Lösung parat hat. Vielleicht fühlst du dich auch nicht würdig. Du sagst, oh, ich fühle mich nicht würdig. Und für das ist das Kreuz da. Für all die Menschen, die nicht würdig sind. Weil das Kreuz, Jesus macht dich würdig, nicht deine Leistung.
möchte dich wirklich einladen, das Abendmahl nicht einfach als ein Ritual zu nehmen, einfach zu sagen, wir machen das einfach. Sondern Jesus streckt seine Hand aus und sagt, ich will dich, ich will mit dir gehen, ich will dich neu machen, frei machen. Und streckt die Hand im Abendmahl aus und sagt, ich brauche dich. Das Abendmahl für all die sagen, ich brauche Jesus. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche die Versöhnung mit Gott. Ich brauche die Freiheit. Ich brauche den Trost. Und das Kreuz ist für beide. Für den Täter und für das Opfer. Schau, wir sind meistens beides, Täter und Opfer. Es ist für den Täter, zu sagen, dir ist deine Schuld erlassen. Und es ist auch für das Opfer, wo etwas Schlimmes passiert ist, zu sagen, du komm zu Jesus mit dem Leiden, trag es nicht selber und bring es ihm an. Weil er hat das auch erlebt. Wenn es jemanden gibt, der ganz viel Schlimmes erlebt hat, dann ist es Jesus. Er hat Verrat erlebt. Er hat Missbrauch erlebt. Er hat Schmerzen erlebt. Er kann dir am Kreuz Trost geben und er möchte die Last, den Schmerz abnehmen und dich frei machen. Und das möchten wir miteinander feiern im Abendmahl hinein. Als der Ort, wo Jesus dir das gibt, was du brauchst und dich frei macht. Weil du hast es nicht verdient. Niemand hat es verdient. Aber Jesus gibt dir das, was er verdient hat. Den Zugang zu Gott. Und nimmt das, was du verdient hast, die Trennung von Gott. Und stirbt am Kreuz, stellvertretend für dich. Amen. Jesus, danke, dass du den Weg vom Kreuz gegangen bist. Dass du stellvertretend für uns gestorben bist, dass du den Sieg errungen hast, dass du deine Hand ausgestreckt hast, dass du uns eine neue Identität geschenkt hast, weil wir einfach Kind von dir sind. Und danke, dass du uns nicht einfach irgendwo ein historisches Ereignis gegeben hast, wo wir uns daran erinnern, sondern du hast uns ein Abendmahl gegeben, wo wir können sagen, so real wie das Abendmahl ist, so real ist das, was Jesus am Kreuz da hat. Und Heiliger Geist, zeig uns auf, dort, wo wir allein unterwegs sind. Wir brauchen dich, wir kehren um zu dir. Danke, was du da hast. Amen. Danke vielmals, bist du heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dir geholfen hat, Gott tiefer kennenzulernen und mit ihm vorwärts zu kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach über unsere Homepage www.silbern.church. Wenn die Botschaften für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Es hilft uns, weiter das zu machen, was wir tun. Du kannst das ganz einfach über den eingeblendeten Twint-Code machen. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du auf unserer Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, und so wünschen wir dir Gottes Segen und seine Power. Bis gleich.